Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig. So, ganze Schampel nochmal wieder zurück. Hoppala. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir kurz vor Eingang vom Labyrinth stehen geblieben sind. Es ist wieder eine Woche her, dass ich das letzte Mal gezockt habe, deswegen habt ihr da ein bisschen Geduld mit mir. Wegen der Truhe wollte ich, glaube ich, noch eine Lösung finden, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Dass wir doch nicht ewig und 3 Tage rumfriemeln, wollte ich halt mal. Oder beziehungsweise habe ich beim letzten Mal gecuttet, damit ich doch nicht wieder ewig dran hocke. Und das war auch die letzte Aufnahme, die mir da möglich war. Ja, Ochs ist auf. So. Gucken wir doch mal. So. Also, over war ich auf jeden Fall bei dem Vorsprung da drüber und da hinten. Genau, da steht noch alles, wie es stehen sollte, oder? Ne, die Balliste ist noch nicht geschossen. Warte mal. Moment. So. Genau, schieß einfach nochmal. Ups. Okay. Ja, wie ich an die 2 Truhe Dotra komme und die da over und sowieso und bliblablo, das müssen wir halt nochmal gucken. So, warte mal. Ui. Der war blöd, der Sprung. Da muss ich wieder drauf hoffen, dass mein Sprung einfach gelingt. Weil irgendwie muss ich ja an den Scheiß hier dran kommen, genau. So, Kratos. Ups, das war losgelost mit R1. Okay, ich habe gedacht, ich könnte möglicherweise damit schwingen. Habe ich wohl falsch gelecker. Okay, warte mal. Kratos, du sollst doch noch links. Nee, er springt auch nicht ab. Wenn, dann hangelt er sich nur da entlang und da fliegt er dann... okay. Jetzt sind wir hier am imaginären Seil drauf in der Balliste. Okay. Das war weird. Hier kommen wir nur wieder da raus und da können wir nicht rübergleiten. Ich bin etwas irritiert. Warte mal. Pff, ja, so kann man natürlich auch Mist bauen. So vielleicht? Nö, so kommen wir noch dort hier. Okay, wie wär's dann mit der Hermesstiefel? Na, da haben wir ja hier was Lustiges. So war das. Ja, machen wir den Flitzer. So, dann kommen wir wieder da raus. Genau. Haben wir da vielleicht noch was Lustiges, was wir ziehen können, ja? Dann kommen die Dinger da runter. Allerhaupt. Die halten aber nur für eine gewisse Zeit. Das heißt, da muss ich so. Nee. Das bringt uns auch nichts. Nee. Nee, haben wir halt in die Hose geschissen. Haben wir da irgendwo noch Spuren von der Hermesstiefel, die wir verwenden könnten? Nö. Hier können wir auch nirgendwo hoch. Moment. Hat unser Helios-Laterne vielleicht noch irgendwas Lustiges bereit? Ach, das ist sowieso das widerlichste Artefakt hier in dem ganzen Spiel. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Es ist so eklig. Und ach, dermaßen unnötig, das Ding. Also darauf hätte ich wirklich gut verzichten können, auf diese Helios-Lampe. Na egal, okay. Dann ist es halt so. Sorry, wenn ich nicht an die Truhe dran komme, dann müssen wir halt ohne die Dinger auskommen. Hopp, dann wieder runter mit uns. Irgendwie müssen wir ja mal weiterkommen, ne? So, erstmal noch hingucken. Erstmal noch hingucken. Minotaurenhorn. 3 Minotaurenhörner erhalten. Opfer angenommen. Verbesserung Gegenst. Ja, yeah, das ist gerade so kracht. Und noch ein paar Erfahrungsorbs. Bisschen die Keramik zerschlagen. Ja, uns verdient. So. Wo sind wir dann jetzt? Ah, wir sind wieder in der Gärte. Die Statue haben wir von der Over gesehen. Glaube ich, zumindest. Irgendwie. No?
Verstehen Sie? Ach Gott. Oh, da liegt Annie. Oder? Liegt da wieder irgend so ein Bürger rum. Hat aber für mich eigentlich noch Peplos ausgesehen, was die trägt. Insofern wird es wohl eine Frau sein, die da liegt. Ach ja. So. Liegen mal wieder ein paar Bürger, die insektet wurden. So. Dumm-di-dumm. Dumm-di-dumm. Huch, wer ist denn das? Ach, das ist Hera. Säuft sich noch einer. Ist nichts mehr da. Du! Er sollte dich töten. Ich wollte schon am Tage deiner Geburt, dass er dich tötet. Aber er hat sich geweigert. Mein törichter Gemahl hatte Mitleid. Und nun sieh, was du angerichtet hast. Sieh doch nur. Sieh her. Sie sterben wegen dir. Alles und jeder stirbt wegen dir. Mhm. Die Sonne ist fort. Die Ozeane verschlingen das Land. Krankheit befällt, was noch bleibt. Ich tue, was ich kann, um sie am Leben zu erhalten. Doch du, dein selbstsüchtiger Mord an den Göttern ist Grund für all das. Ah! Du sagt er nichts. Glaubst du, dieser Garten ist schutzlos? Deine rohe Kraft mag zu viel sein für Herkules. Doch dein einfältiger Geist wird nie den Ausweg finden. Ich werde mit Freude zusehen, wie du hier stirbst. Als alter Mann. Das musste auch mal gesagt werden, ja. Aber wenigstens macht er nicht und zerreißt sie einfach in 2 Stücke. Also, ne, insofern ist er noch freundlich. Was startet hier wieder? Ah, Heras Pokal, ja. Nimm mal mit. Silber mit dem Smaragd drin. Schickes Ding. Heras Kelch, ein wertvoller Besitz von Hera. Schließen Sie das Spiel ab, um diesen Gegenstand zu benutzen und sich die Sache schön zu saufen. Okay. Oh. Hallo? Noch so ein freundlicher Bürger oder freundliche Bürgerin, die noch heult. Ach Gott. So. Hier noch. So ein Heros wieder. Oh, jetzt habe ich noch aus Versehen den Bürger oder die Bürgerin hier abgeschlachtet. Ach, Kratos. Ach, Kratos. Du kaputter Typ. So, Moment. Speichern wir hier nochmal. Ja, Allah. Jetzt gucken wir doch mal, wie das heißt, der Speicherpunkt. Er heißt Gärten des Olymps. Okay. Eigentlich wollte ich nur die Erfahrungspunkte, aber ihr kommt mal 8 Gelege für weitere Erfahrungspunkte. Oh Mann, dann schlachtet er immer noch gleich noch mit jeden Bürger hier ab, der hier noch liegt. Ach Gott, leid, was ein riesen Arschloch. Also da muss ich wirklich den Kommentar vom Andreas hundertprozentig wiederhole und bestätige. Kratos ist einfach nur wirklich irgendein Psychopath, dem jede Ausrede von Rache nur recht kommt, um so viele Menschen und Götter wie möglich abzuschlachten. Also ist ja ein richtiger Oberpsycho. Mit dem hege ich auch keinerlei Sympathie, muss ich sagen. Verbannungsklinge, bliblablub, Nemesis Peitschen. Wie lange brauchen die noch? 8000. So, sind wir so gut wie fertig. 441, im nächsten Kampf hämmert es. Hallo, du freundlicher Bürger, du wirst leben, aber es wird kein gutes Leben sein. So, hier kommen wir nicht durch. Nee. Aber einer muss man immer am Leben lassen, um die Geschichte erzählen zu lassen. Hat man da Andreas auch dazu geraten? Insofern ja, du wirst leben, aber es wird kein gutes Leben sein. Was haben wir hier noch? Okay, also Hera geht davon aus, dass wir hier
verrecken, weil Kratos zu dumm ist. Könnte sie recht damit haben, weil der Typ, der Kratos lenkt, ist auch nicht gerade so der Hellstone, rafft nicht immer alles sofort, wie mir der Lars mal sehr freundlich mitgeteilt hat. Robben de Dates ab, Kerl. So. Okay, da hinten haben wir noch was. Uff. Und jetzt können wir endgültig die Nemesis-Peitsche hochdonnern. Erhöhter Schaden, Nemesis Zahn Stufe 3. Da haben wir noch hier gedrückt halten. Alles klar. Dann macht er hier sowas Lustiges. Ich will aber nicht die Verbannungsklinge. Ich möchte... Hier. Aha, dann strampelt der Tote mit rum. Und so. Aha. Okay. Ja, geiler Scheiß. Alle hopp. Irgendwie müssen wir jetzt aus dem Labyrinth rauskommen, ne? So, da geht's irgendwo runter. Das können wir aufmachen. Okili-dokili. Und hier ist Gesundheit, die brauchen wir gerade nicht. Können wir auch noch irgendwo hinwurschteln. Der geht zu. Aha. Mhm, ein Chimera-Krieger oder was? Was ist denn das für ein Illustra Gentleman? Komm schon. Was machst du dann, Kratos? Okay. Ups, ouch, der hat weh da. Au, Autschen. Au, wow. Die tun richtig weh, die Jungs. Wow, wir haben allmählich allmählich haben wir kein Leben mehr. Upsi. Au. Da habe ich jetzt einfach mal Kreis gedrückt, um mit dem seine Waffe zu ringen. Das hat anscheinend auch was gebraucht. Geht's hier wieder auf, damit ich... Nö, natürlich nicht. Natürlich komme ich nicht zu der Gesundheitsorbs. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Rob auf die Scheiße. Da haben wir wieder was. Weg, du freundlicher Bürger. Statt mal zu sagen, könntest du mal bitte zur Seite rutschen, einfach mal abgeschlachtet. Ja, so ist Kratos. Ein Riesenarschloch. So. Okay. Ein bisschen Maggi noch. Das ist aber blaues Maggi, nicht noch Sahne nach Rezept. So, was haben wir da noch? Aha, jetzt gehen hier anscheinend die Tiere überall zu. Was ist das? Der Boden ist mit einem Text geschmückt. Wer den Stein des Hyperion besitzt, kann die wahren Wege der Götter erfahren. Schauen Sie in den Stein und erkennen Sie die Wahrheit. Obwohl das Siezen erst im 19. Jahrhundert aufkam. Ah. Und da? Ja, am besten frichten. So. Hm? Ach du liebe Zeit. Aha. Okay. Ah, ich bewege mich jetzt... bewege mich jetzt gerade so in dem Auge. Das ist aber irgendwie etwas eklig. Warte mal. Kann man das Ding schieben oder bewegen oder sonst irgendwas? Das ist eine Maschine ohne drunter. Nee. Geht nicht. Was ist denn jetzt verkehrt, Mann? Hoppendler. Die Augen der Statue haben sich geschlossen. Der Effekt ist verschwunden. Sie haben in die Hose geschissen. Also anscheinend muss ich hier irgendwas machen, damit ein Mechanismus in Gang gesetzt wird. Ne? Hier ist nichts. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Hier können wir nicht aufmachen. Und ich stehe mal gerade wieder Meter dick auf dem Schlauch, wie es aussieht. Das Ding kann ich noch nicht schieben. Da können wir allerdings aufroppen. Ah, yeah, jetzt wird's klar. Noch einmal. So. Jetzt können wir nämlich so.
Und da das hier in dem optischen Winkel eine Treppe hat. Kratos, mach was. Ja, können wir jetzt darüber warsteln, glaube ich, ne? Jo. Okay. Die Augen der Statue haben sich geschlossen. Der Effekt ist verschwunden. Okay. Hab ich mal wieder ein bisschen zu viel nachgedacht, statt einfach zu machen. Wurde ja in der Erklärsequenz eigentlich gezeigt, welcher Weg offen ist. Hallo, du freundlicher Bürger. Was machst du für eklige Geste? Ah, da ist mal wieder was. Gleich mal aufroppen. Okay, mit 5000 Orbs. Was können wir dann da nochmal aufpushen? Die nemäische Löwe brauchen 8000. Die Haare des King habe ich, glaube ich, auf Maximum, genau. Verbannungsking braucht eh keine Sau. Haben wir halt die nemäische Löwe. Die sind auch ganz cool. Gongschlank. Hey, ich bin mal nicht in den Tod gestürzt. Okay, das Ding kann ich schieben. Uah, warte mal. Warte mal, eine Gaul-A-Karte ist nicht so schnell. Halt, ja. Und jetzt bitte in die Richtung. Nein, so rum. Ah, jetzt müssen wir mal wieder gucken, dass es irgendwie optisch wieder passt, das Ding. Was haben wir dann? Das ist ein Wasserfall. Ah! Clever Woche Bienen. Warte mal. Ich glaube, das müssen wir so machen, ne? Kann man das nämlich als Schleuse benutzen, um das Ding aufzufüllen. Ah, das geht schon von sich aus. Ja, ja. Hahaha. Clever Woche Bienen. Okay. Jetzt kommen wir da auch durch. Kratos ist eine ziemliche Schleuli-Woche her. Da ist er ja wieder. Du dummer Sterblicher. Du wagst es, uns zu trotzen? Glaubst du, du kannst einfach so gehen? Noch sind wir nicht fertig. Jesus. Zerquetscher am besten noch das Gesicht, du wie ich da, Olver-Kolver. Alter. Die ist am Boden. Was hast du getan? Was hast du mir angetan? Du Feigling. Du zerstörst alles, was du anfasst. Oh Mann, das tut mir eigentlich schon fast ledig, so zu sehen. Viel Glück mit deiner kleinen Hure, Pandora. Jesus! Ach Gott! Alter, das war jetzt auch unnötig wie ein Krop. Jesus, erleid. Das war so unnötig wie ein drittes Arschloch. Jetzt wird das Arschloch natürlich. Mann. Ja, jetzt noch die Fruchtbarkeitsgöttin abgemurkst und die Muttergottheit. Gott erleid. Ich meine, Hera tut mir in der griechischen Mythologie sowieso schon leid, weil es immer die Leidtragende ist und die Eskapade von Zeus erdulden muss. Aber sie jetzt auch noch umzubringen, nur weil sie jetzt wirklich am Boden ist, die Frau, die tut mir einfach nur leid. Da liegt sie und ist eh schon am Torkeln, als wäre sie hochbesoffen und hat alles verloren im Prinzip und dann bricht er einfach nochmal das Genick oder bricht er der Hals nochmal durch. So ein richtig unnötiger Mord. Ich meine, was bleibt da dann anderes, außer noch irgendwelche Phrase auszustoßen? Sie hat ja sonst nichts mehr. Und Hera tut mal, wie gesagt, eh schon leid genug und hier ist sie am Boden zu sehen, das ist eigentlich schon richtig übel. Ja, bringen wir es halt nochmal um, damit alle Fruchtbarkeit aus dem Land weicht. Was macht er jetzt noch? Oh nee! Jetzt schändet man noch Heras Leiche oder was und schleppen die noch mit, oder wie? Warte mal, da hinten haben wir auf jeden Fall was zum Artzünder. Kann ich Hera wenigstens wieder runterlassen? Oh Gott! Ja, genau, jetzt zünden wir noch die ganze Sache. Ah, komm. Gärten des Olymps, brennen wir mal alles nieder. Vorsichtshalber. Alter Kratos, das ist so ein Wichsbold, der Typ. So ein hassenswerter Scheißhaufe. Können wir doch einspringen?
Ah, tatsächlich. Da geht was auf, oder was? Aha. Ich befürchte, du müssen mal Heras Leichnam reizen, ja. Ach, ist das furchtbar. Weißt du, machst schon einen unnötigen Mord an Hera. Und dann wird sie auch noch einfach nur als Gewicht benutzt. Ne, so Reichschmeiße geht gerade nicht. Aber du benimmt das sich auch, du als seht da hier ein riese Oschi-Schlepper. Kann ich das Ding? Ach. Warte mal. Ich hätte gedacht, das könnte man archiver. Okay, geht nicht. Alter Falter, das hat mich jetzt gerade richtig aufgeregt, um mal ehrlich zu sein. Ah, Moment. Muss man? Du, ist aber eine Schiene, verdammt nochmal. Das muss man doch schieben können. Aber Kratos kann mit Hera nicht springen. Das heißt, ich muss den Leichnam irgendwie anders buxieren. Ach, ich hasse das Spiel dafür, dass ich sowas machen muss. Ach Mann, nee, dort kriegen wir sie auch nicht rein. Aber ich jetzt sage, ihr liebe Leute, unsere 20 Minuten sind sowieso rum. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder bei Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig. Schauen wir mal, was wir dann machen. Das war jetzt so richtig unnötig und so richtig dumm, das Ganze. Aber so ist er halt, der Kratos, der Buh. Ah, Mann. Kommen wir irgendwie weiter. Alla hopp. Wie gesagt, wir sehen uns übermorgen dann wieder. Machen's gut, bis du hier. Ayan Yankee.